Seit mehr als 6 Jahren kein Länderspiel. Jetzt ist diese Nation zurück. 2019 nahm Eritrea an der WM-Qualifikation für 2022 in Katar teil, scheiterte jedoch früh an Namibia. Danach folgte noch der CECAFA Cup in Uganda und dann komplette Funkstille auf internationaler Bühne. Doch warum? In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass Nationalspieler Auslandsreisen nutzten, um zu fliehen. Teilweise verschwanden ganze Mannschaftsteile und tauchten anschließend unter, aus Angst vor den staatlichen Behörden. Eritrea wird autoritär regiert. Die Grenzen sind streng kontrolliert. Besonders gefürchtet ist die unbefristete Militärpflicht, der viele junge Menschen entkommen wollen. Oft wird das Land als Nordkorea Afrikas bezeichnet. Ein Vergleich, der zwar Aufmerksamkeit erzeugt, aber an vielen Stellen nicht wirklich passt. Jetzt aber die Wende. Eritrea ist zurück und nimmt an der Qualifikation für den Afrika Cup 2027 teil. Mit dabei sind sogar Spieler aus dem Ausland. Einer von ihnen, Ali Suleiman, der aktuell in Ägypten spielt und 2019 gegen Namibia das letzte Tor für Eritrea erzielte. 2025 gab es bereits sein erstes Lebenszeichen, ein Freundschaftsspiel in der Hauptstadt Asmara gegen Niger. Nun kommt das erste Pflichtspiel seit Jahren. Folgt mir für mehr spannende Geschichten aus dem afrikanischen Fußball.